One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reich und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen, zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, aber wie wir können mit konkreten Mesuren alle gut dazu beitragen. An Haut schwätzen ich mit Julie Schadek, moin. Moin. Über die Natur und den Mensch. Genau. Ganz kompliziertes Thema. Immer das dann umgehen, will ich dich mal erst kurz vorstellen. Und ihr könnt mal so, wer darüber denkt, was darunter richtig falsch ist, und werde ich vergessen. Okay. Die hat einen Hintergrund an Tanz- und Bewegungstherapie. Das ist richtig. Und die hat 12 Jahre an den USA gelebt, notamment zu Chicago und zu New York. Ja. Und dann ist sie da rumgekommen, Plötzeburg. 3 Jahre. Ja. Und los ist der General Manager, also Direktor. Nee? Ja, von der U-Nature. Genau. War das nicht U-Nature? Die U-Nature ist eine ASBL, die seit 3 Jahren zu Lützeburg geht. Und wir setzen uns am Anfang an, für den Menschen mit der Natur zu verbinden. Rüm mit der Natur? Rüm mit der Natur, weil... War das eine Zukunftsvision? Zukunftsvision ist, dass all Mensch einen Access zur Natur hat. Ich kann doch am Auto in den Busch fahren. Wenn ihr ein Auto hat, dann kann ich das, ja. Oder ich gehe dann neben die Kilometer an den Busch, da sind ich schon in der Natur. Wenn der Busch nur genug da ist, dann geht er doch her. Und wenn ihr Zeit dafür hat, dann geht er doch her. Es ist hier, dass wir momentan keine Verbindung zur Natur haben. Nein, die hat an den letzten Jahren ziemlich viel aufgeholt. Und das geht es darum, für die Natur mehr zum Mensch zu bringen und den Menschen mehr zur Natur zu bringen. Ich will die Natur praktisch auf den Busch reduziert. Ist ja. Das richtig? Nein, das ist falsch. Ich meine, viele Leute haben die Idee, dass Natur wirklich der Busch ist, oder heinst du sogar noch mehr, was in einem Film oder Video gesagt ist, zu Bali auf einer Insel fern, ich muss eine Fliege holen, für in die richtige Natur zu kommen. Ich meine, so banal wie das Wasser, was wir trinken, die Luft, die wir atmen, Sachen, die wir essen, das ist schon Natur. Darüber raus, meine ich, sobald wir rausgehen, und wir sehen irgendwo etwas vor uns, da das Natur. Und muss nicht immer ganz Busch sehen. Das heißt, ich meine, es geht auch darum, für da ein bisschen zu ändern, für das leider im Haus und das Natur am Anfang überall ist und ja, dass man am Anfang nie getrennt sind von hier. Für was haben wir das verleiht? Das ist ja ein gewohnten These. Das ist, ja, das hat viel Grund. Und kann ich immer so in Zeit, kann ich immer so in den Oxid, kann ich immer so in so wie als Technologien, die wir heute tun. Mehr ich meine, das ist für allem eine kulturelle Sache ist. Wie wir über die Natur denken, wie wir über diese Lehre mit der Natur denken. Und die hat sowohl religiös Hintergrund wie auch soziale Hintergrund. Und da kann ich ziemlich weit gucken gehen und finde viele Sachen, die geschieht sind an unserer Geschichte, die einen Impact auf unsere Relation mit der Natur haben. Was hat dann die Relation fundamental gesteuert? Fundamental wird oft gesagt als die Introduktion vom Monotheismus. Okay. Weil wir da angefangen haben zu sagen, es gibt eine Welt und die Welt ist von Gott geschaffen. Dadurch, dass Gott die kann schaffen, hier steht, dass Gott kein Teil von der Natur ist. Das ist außerhalb der Natur. Okay. Der Mensch hat gesagt, er soll sich so verhalten, für Gott nur zu sehen. Der Mensch hat dann auch von den biblischen Texten liest, an dem das wir ihn interpretiert, wird dann oft geschrieben, der Mensch wäre Herrscher von der Natur. Das heißt, also immer über die Natur gestaltet gehen. Das heißt, am Anfang eine Welt, wo man hatte, wo vier alles parallel zu ihnen gelaufen ist, haben wir dadurch eine Hierarchie aufgebaut. Und das geht oft, wenn man eben die Geschichte von der Relation mit der Natur guckt, ist das von den nächsten Anhaltspunkten, die hört das wirklich den Impact von der Religion. Und da sind sich das nicht bewusst mehr, wenn man dann zum Beispiel die Sprache guckt. Das Wort Natur geht es nicht an allen Spruch. Für allererst gibt es viele Sprachen, die das kein Wort dafür haben. Und da ist ganz oft bei den Leuten, die sich nie von der Natur distanziert haben. Die sich noch immer als ganz von der Natur gesehen. Die also die Bevölkerung. Ja, die so wir machen den Unterschied zwischen Natur und Kultur, weil Kultur ist als Natur und Natur ist als Kultur. Das ist
das salwischt. Und recht dadurch, dass wir den Schritt zurückgeholt haben und gesagt haben, okay, das war den anderen Grund, wir haben angefangen, Stier zu bauen, Mauern zu bauen. Das heißt mir, hier ist Kultur, du hast Natur, haben wir recht, die wir da erfunden, für über die Natur zu schwatzen. Der Constat, dass es dem Welt, dem Planet momentan schlecht geht, den hast du durchaus partagiert. Mit Verantwortung vom Mensch dabei, der ist umstritten. Ja. Geht es eigentlich dem Mensch parallel zur Natur momentan genauso schlecht oder gibt es da noch Differenzen? Ich meine, da gibt es echt ziemlich viele Parallelen. Wie es dem Mensch geht, wie es der Natur geht. Ich meine, die Natur hat einen enorm großen Impact auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit. Da gibt es Tausende von Etüden, die uns das wirklich beweisen, nicht nur ein Jahr, aber 10 Mal, 20 Mal. Und das heißt, dadurch, dass die Natur immer mehr degradiert, dass da immer mehr gibt, ist ein Impact von hier auch immer mehr auf uns. Und dadurch, dass wir an der Natur leben, natürlich noch ein Jahr mehr. Und dafür meine ich, gibt es wirklich eine Parallel, die du kannst sehen zwischen den zwei Degradationen. Und das heißt, für Natur zu investieren, für dass es darum besser geht, ist nicht nur, weil es gut für den Wald ist, oder weil auch immer, mit das auch wirklich gut für uns. Top Flop. Ich meine, dazu hat er auch einen guten Top-Flop gemacht. Was will er nicht mehr hören? Dass der Mensch Naturfutter möchte. Ja, das hören ja auch viel. Ja. Ich meine, das hören die viel, das lesen die viel. Ich meine, wie der gesagt hat, wir haben alle die Probleme, die wir haben. Sie wird Klimawandel, Erderwärmung, Naturarten, die aussterben. Und ich meine aber, das handelt all diese Probleme, viel mehr große Probleme aus, und da dass der Lien von Mensch und der Natur progressiv zerstört ist. Und selbst was wir heute alle gut hören, wir lesen nicht alle gut, das heißt, wir machen Naturfutter, der Mensch macht Naturfutter. So, dass wenn er in die Schule geht, dann liest die Schüler 15 Jahre fragt, ob wir noch ein Teil von der Natur sind. Also, wenn der Teil von der Klasse die sieht, nee. Okay. Wenn ich fragt, wie war, aus dem ersten Grund Alkeas, weil der Mensch Naturfutter möchte. Und das sind die Sachen, die sie lesen, das sind die Sachen, die sie erfunden tun. Und dadurch einfach, dass sie so wir sind Menschen, das heißt, wir machen Natur auch Futter, kann ich ja keine positive Relation zu dem Ganzen aufbauen. Du kannst dir keine Relation mit der Person, was du per Definition immer Futter machst. Und ich meine, ganz einfach, wenn man von den Kinder hört, dann für kleine Mund, ich meine, die kriegen da doch irgendwie mit. Und einfach zu denken, okay, wenn ein Kind sieht, weil das am Gang Futter zu gehen, da ist wäre sie nicht mehr aussterben, das tut der geht nicht mehr an. Der Grund, die Schuld, ohne wird der Mensch. Ich meine, wer eine Schlussfolgerung fängt, der kann dann nun daraus zu zählen. Wer eine Relation hat, der kann dann zur Menschheit, zu Signal drin oder zu sich selber. Und ich meine, wir kommen einfach nicht mehr weit, wenn wir die Denkweise nicht irgendwie anderen. Und am Anfang aus die ganze Idee, dass den individuellen Mensch Natur futtern möchte, also am Anfang den größten Marketingstand, den es je gegeben an der Marketinggeschichte. Wem hilft das? Den Entreprisen hilft das. Und es war damals also so, dass in Amerika sind Getränke wie Coca-Cola, Pepsi, sind nicht eine Zeit lang immer Gläserflasche gehen. Irgendwann haben sie dezidiert, Plastikfärben von wie billig und wie praktisch und wie einfach, und sie müssen die Flaschen immer zurückholen, waschen, nach dem neu abfüllen, und dann ging hin und mehr Profit bringen. Das heißt, sie haben probiert, den Plastik und Leid zu bringen. Die Leute haben sich opposiert. Man Leute immer. Von den Geschichten gucken wir uns immer gegen die Sachen opposiert. Und dann haben die Entreprise gesagt, ja, okay, was machen wir da? Und dann haben sie damals eine Reklame rausgebracht. Die Haut The Crying Indian heißt. Und an der Reklame haben sie effizient umgesagt, für Schuld auf den Mensch zu setzen. Wo sie gesagt haben, man creates pollution, man can stop pollution. Und seitdem verbringen wir heute mehr Zeit wahrscheinlich, um in dem anderen Empfang oben zu weisen, zu sagen, du hast eine Plastikflasche mitgebracht, du bist da geflogen am Flieger. Und an der Zeit machen die Entreprisen einfach weiter
was sie wollen. Das wissen wie BP mit der großen Kampagne vom CO2-Rechner für zu Genau. das ist individuelle Ja. Verantwortung, also Ja. weil an dein Ja. CO2-Auftrag so, an dein Fußauftrag so. Ja. Ja. Genau. Wir Und du war gehen- der so aufgelangt, Voilà, wir davon gehen erwähnt wir eigentlich dem der Meier. Petrol aus dem Ding. Ja, wir gehen die Leute mehr, für dass sie das all gut können rechnen, in den anderen dafür verantwortlich machen. Und währenddem machen wir Business as usual. Am Anfang lo nach mehr wie sonst. Und und der Tisch bringt das nicht weiter. Und das ist nur nicht für zu so all die Sachen, die wir machen, für sind schlecht. So haben ein Effekt, ich meine, von geringe Energie oder Leute, die sich vegan ernähren, gehen halt mehr Optionen dafür, weil ein mehr großes Demand ist. Aber das ist nicht, dass die Industrie fortgegangen ist. Das ist nicht, dass keine Tiere mehr geschwächt sind. Die Zölle gehen am Anfang noch immer weiter ab. Das ist, dass schon ein neuer Markt dabei kommen ist. Und so immer die Inseljasten sind gut. Mit dem Problem ist, dass sie sich addieren und nicht multiplizieren. Und wir brauchen aber eigentlich in der Situation, wo wir heute sind, in mehr großen Erfolg ab, was sich multiplizieren kann. Und ich meine, du geht oft vergisst, dass das Kollektiv am Anfang wirklich das, was wir brauchen. Und ich meine, wenn wir daran denken, wenn das ich so schon geringen Strom daheim, weil ich schon Solarzellen im Dach, kann ich sagen, das ist schön gut. Ich kann auf die Schulter klappen. Ich darf nicht vergessen, dass Handrunde kollektiven Effort war, für das überhaupt zu verwirklichen, für das möglich zu machen, für das ich das halt kann benutzen, für das ich mein Velo kann auf die Arbeit fahren. Als weil Leute waren, die sich auch gesagt haben, für das zu ändern. Fakten, Fakten, Fakten. Ich brauche ein ganz konkretes Ziel, 12 von der, die ich nie mehr vergesse. Das wäre 0,005. Das ist also kein 12 mehr, das ist 0,005. Genau. Ja. Keine Ahnung. Das ist, wie viel DNA sich vom Mensch verändert hat an den letzten 10.000 Jahren. 10.000 Jahre. Okay. DNA. Das heißt, der von Menschen nicht sind auch ziemlich koppeln. Das heißt, wir sind auch ziemlich dieselben Menschen wie als Vorfahrer waren für uns 10.000 Jahre. Was heißt das? Was sollst du machen? Ich meine, das ist einfach für die Leute bewusst zu gehen, dass, ich meine, erstens, wir haben, wenn wir als Evolution vom Mensch gucken, wir haben 99,9% von der Evolution in der Natur verbraucht. Das ist ganz kurz, dass wir wirklich nicht mehr in der Natur leben. Das heißt, als Körper, als Gehirn, als Sinne, sind von der Natur für die Natur gemacht. Wenn wir aber rundherum gucken, wo wir heute leben, wo wir wohnen, wissen wir, dass wir das nicht mehr in der Natur machen. Und es sind immer mehr Leute, die in der Stadt wohnen. Und das heißt, als Wald rundherum hat sich drastisch verändert. Und ich meine, das ist immer der Wert für zu freuen, wie viel als Wald anders sich verändert wird. Und das sind eben die 0,005%. Und so empfangen wir, dass man heute, wissen Sie, wie Fisch aus dem Wasser, wenn man sich spricht, für was der Fisch besser im Wasser ist, dann ist es, weil der Fisch für Wasser gemacht ist. Das Medium gerade von den Pappen aus einem kleinen Mädchen, und für das Mädchen gibt es sonst nichts mehr Faszinierendes, wie mit einem Stehen zu spielen, wie den Boden zu packen, auch zu schmecken, mit allen Sinnen, zu riechen. Und ich bin unheimlich neidisch darüber, jalous darüber, ob Büsch kriechen. Darf ich das sehen? Das wirst du sehen, ja. Ja, Weil, ich meine, wir haben von Natur aus haben wir heute noch immer die Biophilie. Das heißt, dass am Anfang lebt für Natur. Dass wir wirklich einen instinktiven Drang haben, mit etwas Lebendem mit der Natur in Verbindung zu sein. Weil wir selber ein Teil davon sind. Und wir wissen heute zum Beispiel, dass wenn Kinder in der Natur aufwachsen, dass sie dann die Erfahrungen kriegen, konkrete Erfahrungen. Nicht nur nur an der Schule, die wir das lernen, denn das ist krass, das gesagt so, also das funktioniert so. Wirklich, wie du gesagt hast, als Sinne erfahren. Und dann, wenn wir mehr alt gehen, ab 10, 11 Jahren, geht die Konnexion normalerweise hoch. Das ist einfach so, sind andere Sachen, die an unserem Leben Teenager mehr wichtig sind, wie an den Busch zu gehen. Und danach geht die Konnexion hoch. Aber wie viel sie noch abgeht, hängt davon ab, was die Erfahrungen waren als Kind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich meinen Papa gesehen habe am Garten
schaffen an Kompre selber pflanzen und so weiter, das Wahrscheinlichkeit, dass ich dadurch irgendwann als Wursten überholen, mehr groß, wenn ich das nie gesehen habe, weil der Vorhimmens schwer ist, dafür mich das zu lehren. Genau, ja. Außer schon Achse über Gemeinschaftsquad, wo in das Jahr dann an der Gemeinschaft kann machen, wo man beim Thema sie vom Kommunizieren. Genau. Weil gleich immens schön ist, Ja. dass da darum zurückkommt. Ja. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Et gi Leiit die soen eng nohalteg Gesellschaft kann net just mat besser Technologie nachricht gin. Van dat so ass, wie steet mat dem Bezug vun Eismënschen zur Natur? Ich ging meinen Technologien sehr gut. Mir sie wirklich just ein Teil von der Antwort. Und ich meine, den anderen Teil leid an dem, wo man am Gang waren, drüber zu schwatzen, an der Relation vom Mensch mit der Natur. Und oft, wenn halt mit den Leuten schwatzen, meinen sie immer, ja, Relation mit der Natur, ich gehe an den Busch, ich fange nicht um Beamse im Ärmel, und was ist das? Und die Relation ist wirklich einfach das Gefühl, was man haben, ob wir ein Teil von dem Ganzen sind. Und da gehen Studien aus, und das ist etwas, was immer mehr geguckt wird, die weisen, dass Leute sich mehr als Teil von der Natur sehen, was sie mehr nachhaltig leben, was sie sich mehr für die Natur ersetzen. Und was auch interessant ist, dass bei den Etüden also rauskommt, dass es nicht Zeit ist, die man in der Natur verbringen, dass auch nicht wissen, was wir über die Natur haben, mit das wirklich das subjektiv Gefühl, was wir haben, sind wir ein Teil davon, als Natur ein Teil von mir oder nicht. Ich komme zurück auf mein Mädchen, das hat sich die ganze Zeit schon gerufen, weil die ganze Zeit immer Burfest sind. Und ich habe schon gelesen, dass das ziemlich normal ist für Kinder. Wo hätte das noch Sinn, dass sie die Natur spielen, wollen sie ihr Face spielen, weil die auch wirklich sensationell sind? Ich ging meinen, also ich weiß, kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie da mein Kopf dem uns was statt wollte machen. Gegen meinen, das ist wahrscheinlich die zwei. Also ich meine, als ich das den Sinn vom Umpacken, das ist der nächste Sinn, den sich formt, wenn wir geboren gehen, das ist, dass die echt alle weiß, wie wir Sinn vom Leben machen. Und das ist, ich meine, einfach für das alles zu fehlen, auch für rauszufinden, hey, jetzt sind nicht nur eine Hand, mit denen ich etwas spielen kann, mit Face und Boden. Und das ist spannend, für was Boden zu laufen. Und darüber raus, dass es das mischt, also sie ganz gut für seine Gesundheit. Und da gehen es darum, Etüden, die beweisen, wen Impact hat auf den Körper hat. Dafür ist das etwas, was man auch zum Beispiel erwachsene Leute roden, für eigentlich am Garten schon auszutun, für am Busch schon auszutun. Und da geschehen ganz viele Sachen, die ja, wahrscheinlich beim kleinen Mädchen noch geschehen, was wirklich einen Impact auf Wohlbefinden hat und auf Gesundheit. Ich habe so einen kleinen Dada, und das nennt sich Schottergerz. Kennt ihr den? Habt ihr bestimmt doch schon gesehen. Und ich will wirklich, man kann auch keine weisen, mit mich nicht suchen, wenn ich durch eine City gehe und ich sehe Schotter, überall, weil ich mir so erstens, ich merke, ich will da nicht stehen bleiben. Es gibt nichts zu gucken. Das ist zu warm, weil es Job hat, für mich schnell wie Wurst. Und ich bin so traurig. Und da so ein Leid zu mir, wenn ich so schwarz nach froh fertig das gemacht so sie, das ist mir proper. Und dann habe ich auch darüber gelesen, dass doch anscheinend Studien gehen, die eine Korrelation herausfinden zwischen der Zeit von den Leuten, die sie mit ihren Nopre verbringen, das Schwatzen, am Brief und so weiter, und ob sie Schottergurt tun oder nicht. Als das Schottergurt Symbol für eine dekonnektierte Gesellschaft. Das ist ein ganz großes These, ich auch nachher. Ich auch gesagt, das mein Baba. Du hörst hier drin singen. Kein die so. Ich meine, alles, was da beschrieben wird, als kennt ihr die Tür darum dafür gehen, dass das richtig so ist. Ich meine, was man mehr gering als Wasser und rum als Heiser haben, was dann Impact auf das Sozialleben hat, was Leute sich wirklich mehr begehen, was Leute mehr zusammenkommen. Leute fühlen sich auch mehr glücklich, sie spüren sich besser. Und ich meine, ja, die Natur geht halt eben in Form vom Schottergeld dafür, dass die Idee zu holen. Wir haben eine Idee, und da kann man vielleicht auf den Anfang zeigen, wie die Natur muss aussehen. Und das muss entweder gering Gras sein, was just
Grashalmen hört an sonst nicht anderes oder ich meine das sind doch auch Ideen die man einfach ich meine das Marketing hat einen enorm großen Einfluss weiß wo man gesagt kein Schottergatter dass der neuen Trend die muss die hat Zeit für all die anderen Sachen zu machen und der muss sich durchs nicht kümmern dann das ist ihr könnt mehr Zeit an der Kollegen investieren oder mehr Zeit daran investieren ohne aber zu wissen dass am Anfang wenn sie den hatten das von viel mehr Benefizen davon der Gänge kreieren an ja kennt ihr bisschen so. Du kann ja nicht so, dass es momentan nicht eine Bewegung gibt für mehr Gerings an der Stiert, für mehr Gerings an der Schulhaft, zum Beispiel an Lyceen. Mein Lycée ist Schulhaft, das war Wüste, also schwarze Wüste. Ne? Ja, Macadam. Natürlich. Ja. Du hättest aber viel gerne auch den Willen. Geht das in die richtige Richtung? Was müsst du denn auf jeden Déclencheur machen, wie das nämlich schnell geht? Das nämlich gering geht als Stiert? Also es geht definitiv in die richtige Richtung. Und, ich meine, wir haben am Anfang gesagt, da kann alle guten oder jeder am Anfang Aktie zur Natur gehen und die Natur muss nicht der Busch sein. Das heißt, für die Natur wirklich an Stadt, an Schulen, an Kliniken sogar zu bringen, als für die Stadt, was man muss machen. Und ich habe den zweiten Teil von der Frage vergessen. Was gibt so ein Déclencheur, für das es mich schnell geht? Was mir oder was ich ging so von der Organisation U-Nature, wo wir schaffen, also es wirklich für die Leute darauf aufzuklären, was die Natur alles kann bringen, für was so gut ist du. Und ich meine, da haben wir alle guten die Fakten, die leider mal von den so schön warm muss man Natur Stadt bringen, weil es Klima reguliert, weil es Schier bringt, weil es hilft mit dem Wasserauflauf, weil es Luft filtert. Und das sind alle die Faktoren, die man kann, aber was nie dabei kann, das Gesundheit. Und ich meine, wenn man den noch dabei setzen und die Leute wirklich bewusst machen, dass sehr viel Gesundheit, sehr viel Produktivität, sehr viel Aufmerksamkeit, dass wirklich ein Effekt Déclencheur ist von all den Impakten, die man dadurch kreieren können, ging ich hoffen, meinen, dass das der Punkt wäre, den noch fehlt. Der kritische Geist. Oh, der ganzen ESO-Quatsch. Dir will das doch alle zurück an Stehzeit geheien, nach Puchen, wo wir mit der Kerze für Feier sitzen und irgendeine Pulle broden. Das ist doch furchtbar. Zivilisation ist Technologie, und die wird uns weit brüscht. Ja, wird uns weit brüscht. Und sie muss uns nicht unbedingt zurückbringen. Ich meine, schon viel gesagt, dass wir uns empfangen. Seit dem Höhlenmensch 0,005% verändert haben. Das ist vielleicht immer besser gegangen wie heute, wie weiß. Dafür ist das gut keine so falsche Idee für zu tun. Aber ich meine, was wir nicht dürfen machen, ist die Technologie mit dem anderen gegen Niveau zu stellen. Dass man nicht so eine entweder Technologie oder Natur. Das nicht, dass wenn man aufhalten, Technologie zu benutzen, dass man dann um Höhlenmenschen gehen. Und ich meine, wir haben heute Technologie und wir haben so viele Art und Weise, wie wir die Technologie können benutzen, für uns zu helfen, für die Natur effektiver in Minute zu bringen, für Sachen über die Natur rauszufinden, die interessant sind für uns. Ich meine, all die Recherchen, die wir machen, haben Technologie, die wir benutzen, für Sachen zu müssen, was in unserem Gehirn, in unserem Körper geschieht. Und ich meine, wir sind die zwei einfach balancieren. Und du fährst die nicht zu suchen, Lust an denen auf der Seite, und wir gehen dahin zurück, wo wir waren. Ich meine, das ist unrealistisch, das macht keinen Sinn. Wir haben die Entwicklung mit gemacht, alle gut sind, aber wir müssen uns bewusst gehen, wie ich wieder gesagt habe. Wann dran hat sich noch nicht so viel entwickelt wie außer anderem. Und dadurch, dass wir im Moment die große Imbalance haben zwischen den zwei, haben wir so viele Konsequenzen auch als Gesellschaft. Und ich meine, es geht einfach darum, für die zwei mehr zu ajustieren und zusammen zu finden. Das ist nicht komisch, wenn ich ein Smartphone berühre, an den Baum umarmen, aber wenn ich merke, dass ich ein ganz Woche nicht mehr Smartphone berührt habe, da fehlt mir vielleicht der Baum. Genau. Ich komme nicht allein zum Schluss von unserem Gespräch, erst darüber zu schwätzen und Tanz- und Bewegungstherapie. Für mich ist Tanzen an einem ziemlich kahlen Raum zu stehen, mit einer strengen Prof, die mehr Schritt beibringt, Standardtanz an irgendwann nur 8 Wochen halt nicht ganz frustriert ab.
Ich ging so ein, was mir eigentlich gesund gehen ist, dass, weil ich beim Tanzen viel Verletzungen hatte, ich und nicht mehr so kann tanzen, wie ich wollte, konnte ich gesagt, dass am Anfang alle Bewegungen tanzen können. Und es muss nicht an einem Rahmen sein, es muss nicht von einem anderen gelehrt gehen, mit das etwas, was an unserem Körper ist. Und ich meine, das Raum für die Natur zurückzubringen. Das war mein Ziel. Ja, das ist Bewegung. Ich meine, alles, was man dabei zu gucken, bewegt sich. Entweder dadurch, dass die Wand dadurch bläst, dadurch, dass es wiest, dass es Blähe kriegt, dass es degradiert. Und ich meine, die Bewegung ist einfach ein natürlicher Teil von unserem Körper. Ob ich das will, tanzen nennen oder nicht. Ich meine, da ist jeder irgendwie los. Wir sind am Gang, alle guten Dinge zu machen. Wo ich schlecht käme, wenn ich durch da über den Barfußpfad gegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich gehe tanzen. Weil es ja automatisch die ganze Zeit forciert, was anders drüber zu gehen, das ein bisschen mehr weh, das andere so, für den Gleichgewicht zu behalten. Das war ein Tanz durch Natur. Wie habe ich das so gesehen? Ganz gern, ja. War das so ein erster Schritt noch für Ihre Zukunftsvision zu erfüllen? Also wir sind am Gang, das wir probieren zu machen, als Programme viel mit Schülern, mit Erwachsenen, von klein bis groß und immer die Primärschulen, idealerweise gehen wir nach 4 Uhr anfangen, bis hin an Altersheim, wo wir auch Leute haben, die keine Achse mehr haben zur Natur. Auch wenn der Busch neben drin ist, wenn ich in einem Rollstuhl sitzt oder Rollator braucht. Ja, da war das an der Tisch. Wir probieren wirklich von klein bis groß mit also Programme zu simulieren und Leute an die Natur zu kriegen und Natur bei den Leuten zu kriegen. Julie Schadek, ich so vielmals merci. Das ist so, merci. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Natur und Mensch. Zum Schluss resümieren ich immer kurz das Gespräch, okay. Auch für mich, ja. Dass ich es gelernt habe. Ich habe gelernt, dass mehr 0,005% von unserer DNA sich verändert haben unter 10.000 Jahren. Und das dadurch heißt, dass mehr Teil von der Natur sind und nicht gegen die Natur schaffen, mehr mit der Natur permanent eigentlich an Dialog sind. Ja. Und wir haben das aber ein bisschen verliert, auch durch als Zivilisationsentwicklung von den letzten Jahrhundert. Und geweist selber am meisten helfen, geweist besser go, wenn man darum giffen neu lehren, Kontakt zur Natur kriegen, also als integrale Bestandteil zur Natur zu verstehen. Und Natur ist auch das Nützlichste, definitiv nicht. Mehr als viel mehr, das, was wir trinken, das, was wir essen, das, was wir riechen, das, was wir hören. Also Körper. Also Körper als Natur. Aber wie man es bewegen, also auch immer eine Form von Tanz, habe ich auch gelernt. Ich so, vielmals merci für das Gespräch. Ich sage erst auch merci für das Nachlauschen, für das Nachgucken. Abonniert uns auf alle Plattformen, kommentiert uns an, wann es gibt, schwätzt über diesen Podcast mit euren Kollegen, mit euren Tanzpartnerin, mit Schildfragen, mit denen ihr wollt. Schwätzt kontrovers, mich schwätzt über diesen Podcast. An nächste Woche, nächste Freitag, sind wir immer rum, oder hören wir immer rum, mit einer nächsten Folge. Aber bis dahin heißt es One Planet, 20 Futures, Zukunft also lo.